Hallo meine lieben Zuschauer, der Clanky von Guerilla Gaming TV am Start, mal wieder nicht alleine mit unserem Publikumsliebling Zierengebel von Zierengebel TV. Yay. Ja Skype, lass mich in Ruhe, heute gibt es ein Thema, wie eigentlich immer bei uns. Es gibt wieder viel Diskussionsbedarf und der Zierengebel wird euch heute mal erläutern, welch weltbewegendes Thema wir uns wieder ausgedacht haben für euch. Genau. Es geht um die Nachrichten, die ihr bekommt und auf YouTube, und die sagen euch, wie toll ihr wart, und ja, der Mensch will euch abwerben, und dann bekommt ihr Geld für Videos und so weiter. Hört sich toll an, aber es gibt einen riesigen Haken an der Sache. Ja. Wie ihr rausgehört habt, hört sich das ein bisschen nach YouTube-Netzwerk an. Und zwar sind viele amerikanische YouTube-Netze jetzt gerade dabei, irgendwelche Leute zu werben. Hauptsache, die sind im Netzwerk drin und die produzieren irgendwie mal ein Video, wo das Netzwerk dann auch Profit von kriegt. Ja. Das Problem für uns Deutschen an der Stelle ist, wir würden dann einen ausländischen Vertrag unterschreiben. Ausländisch klingt immer so doof, also einen englischsprachigen Vertrag halt aus dem Ausland, und das hat eventuell, wenn man da wieder raus möchte, ganz schnell rechtliche Schwierigkeiten nach sich. Und da sollte man wirklich aufpassen, was man macht. Ja. Generell wollen wir heute aber nicht über dieses Thema Netzwerke reden, sondern wir wollen uns mal darüber unterhalten, dass es leider tatsächlich Leute gibt, die auf solche Spam-Sachen reinfallen. Da wirst du gleich noch was zu erzählen. Ja. Generell geht es einfach darum, diese Leute schreiben einen an, sagen, dass man die Videos angeschaut hat, und die Leute sind meistens, also die benutzen dann so englische Wörter, so hochwertige Wörter wie amazing, awesome, sowas halt. Ja. Und dann schreiben die immer, hey, I saw your video and you were amazing, you are a so awesome YouTuber. Also dann sagen die einem, die schmieren einem richtig Honig ums Maul, wie man so sagt, und Ja. sagen einem, was für ein toller YouTuber man doch ist. Und ja, das meinen die eigentlich gar nicht ernst, denn sie haben eure Videos nicht geschaut. Ja, Und genau. du erklärst den Leuten jetzt mal, Ja. dass es leider Leute gibt, die sowas trotzdem glauben. Genau, weil ich bekam den Tipp wieder von einem Abonnenten, dem gleichen wie letztes Mal. Ich werde ihn wieder verlinken, und schreibt mir euch Kommentare, ich verlinke euch, und dann bekommt ihr gar nichts und ich auch nicht. Das ist schön, Gleichberechtigung ist wichtig. Und das ist folgendes mit der ganzen Sache, wie Clanky gerade schon gesagt hat, es gibt Leute, die darauf reinfallen. Wenn man relativ, ja, unbekannt auf YouTube ist, also ich weiß nicht, 10, 20 Abos oder vielleicht 100, keine Ahnung, halt nicht so groß. Wir sind auch nicht groß, mein Gott. Jetzt haben wir 700 und 1300, ist auch nicht die Welt, aber ist schon geil. Und dann bekommt man halt manchmal so Videos, ich meine so private Nachrichten von so unglaublichen, tollen Menschen mit unglaublich seriösen Namen, wie Gritsnovsny 789. Und da steht dann auf Englisch, eben wie schon gerade gesagt, drin, ja, und ich liebe deine Videos und die sind so great, und die müssen verbreitet werden, und oh Gott und so, und du bekommst Geld, ja. Habe ich mich schon wiederholt, und dann gibt es eben die Menschen, die drauf reinfallen, die denken, hey, ich bin ja wirklich gut, der hat meine Videos gesehen, und der zahlt mir Geld dafür. Jetzt denkt man sich erstmal, naja, gut, ist ein bisschen abwegig, aber wenn man dann denkt, Geld mit YouTube ist schon cool, und dann kann es dazu kommen, dass man wirklich auf den Vertrag reinfällt, dass man sagt, ja, ich gehe auf die Seite und schaue mir das an und bekomme dann Geld davon, und das ist toll, ich muss zwar meinen Vertrag, also mein YouTube-Konto sozusagen hergeben, damit meine ich, dass man die ganzen Rechte an den Videos abtritt, an eben dieses Netzwerk, dann sagen die, wir geben dir Geld mit deinen Videos, und die meisten wissen auch gar nicht, wie viel pro Video oder wie viel jetzt insgesamt und so weiter. Das wissen die nicht. Die fragen aber auch nicht nach. Entweder denken sie, ja, wird schon passen, ne, oder irgendwas anderes. Also da ist Unwissen drin, da ist Unwissen dabei. Die wissen nicht, wie das funktioniert, wie es abläuft mit der Zahlerei. Die wissen gar nichts. Die denken sich einfach bloß, hey, cool, ich bin gut, ich mache das jetzt. Ja, ich sehe da eine Chance, mache ich das. Ich bekam solche Nachrichten schon öfter, Clanky auch, ungefähr 20, 30 Mal am Tag, und ja, und es war gelogen, ja, es sind eigentlich bloß 10 Mal am Tag, und wir kennen das schon, wir wissen das kann man löschen, weil meistens schreiben die Menschen auch noch die gleiche Mail gleichzeitig an, ja, 10 Menschen oder 20 noch Menschen. Das sieht man weiter unten, wenn man weiter unten scrollt. Dann steht es da, an wen es geschickt wurde. Dann sieht man, das ist auf jeden Fall ein Fake. Und
ja, wenn man sich denkt, na gut, vielleicht könnte er doch recht haben und so, schaut mal auf seinen Kanal, dann sieht man, dass er nicht mal ein Video von euch gesehen hat, nicht mal auf eurem Kanal war, nichts gemacht hat. Also, das ist einfach bloß Geldfangerei. Die Netzwerke, die Communities in Amerika, also einige eben, leben von ganz kleinen YouTubern. Die haben so 1000 oder 5000 YouTuber im Netz dabei. Jeder macht im Monat 100 Aufrufe oder so. Und dann bekommt eben das Netzwerk mehr Größe und bekommt das ganze Geld, wo die Kleinen eben verdienen. Ja, Kleinvieh macht auch Mist, ja. Wenn es ganz viel Kleinvieh ist, macht es noch mehr Mist. Und so bekommen eben die Netzwerke mehr Geld. Die kleinen YouTuber sehen eigentlich gar nichts davon. Die, ja, vielleicht einige Centbeträge, vielleicht mal 1 Euro oder so, größtenteils. Ich will gar nicht anfangen, was es mit, ich glaube, der TPM zu tun hat. Das heißt, wie viel Geld man wirklich bekommt für seine Videos. Das ist jetzt nicht so wichtig, denke ich. Das wird von jedem anderen anders geregelt. Aber wenn sowas ist, wenn ihr Nachrichten bekommt, wie toll ihr seid, schaut mal da ein bisschen besser drauf nach und klickt am besten gar nicht auf Links, weil das ist meistens, kann es gefährlich sein, ja, es kann ein Virus sein, es kann irgendwas anderes Böses sein, es kann aber auch bloß eine Seite sein, wo da steht, ja, unterschreib hier oder akzeptiere das und dann bekommst du Geld und dann bist eigentlich völlig gearscht und hast keine Rechte mit deinem Account mehr auf YouTube. Ja. Ja, ich wollte eigentlich nicht, dass wir über das Thema Netzwerke sprechen, weil ich das in ein separates Commentary auslagern wollte. Aber gut, dann machen wir halt ein langes Commentary. Wir sind ja flexibel und variabel und können mit unbedachten Situationen immer umgehen. Ihr müsst das Ganze einfach mal als Spam sehen. Ich zum Beispiel habe neulich mal wieder meine E-Mails gecheckt und ich habe doch tatsächlich eine Mail von Activision Blizzard bekommen. Ja. Und ja, ich war mal ein WoW-Spieler, zwar nur für einen Monat, aber nicht länger. Nun, da habe ich eine E-Mail von Activision Blizzard in Anführungszeichen bekommen. Ja. Mein Diablo 3 Account wurde gesperrt, weil ich mich nicht so gut verhalten habe und ich sollte doch mal auf eine Seite gehen, auf einen Link klicken, da stand auch erst drauf, wenn man da drauf gehalten hat, stand da drauf, dass man irgendwie auf die offizielle Seite von Battle.net oder wie das da heißt, draufkommt. Und der Witz dahinter war, ich habe dann einfach mal aus Spaß draufgeklickt, weil ich weiß, dass dahinter einfach nur so Seiten sind, die sich dann als die echten Seiten ausgeben, aber total falsche Seiten sind. Und dann stand da auf einmal irgendwas mit, weiß ich nicht, abz5 irgendwas.gz als Website. Ja. Und da wusste ich dann schon, das sind dann sowieso wieder Leute, die mich da verarschen wollen. Ja. Zumal das Lustige ist ja auch, ich habe niemals in meinem Leben Diablo gespielt. Weder Teil 3, noch Teil 2, noch Teil 1. Schade. Aber mein Account wurde da ja leider gesperrt, weil ich mich nicht so nett gegenüber den Usern verhalten habe. Also manchmal ist der Spam einfach auch sehr auf einem ganz tiefen Niveau gehalten. Ja, genau. Und das auf YouTube ist einfach nichts anderes. Es geht den Leuten nur um euer Geld. Das ist den Kack egal, wie gut ihr seid oder nicht. Diese amerikanischen Netzwerke wollen so gut wie möglich von euch profitieren. Ja. Und das könnten sie halt eben nur, wenn sie Leute drin haben, die diesem Konzept nachgehen und sich dem Netzwerk anschließen und für die dann Gewinne erzielen. Ja, genau. Bei den deutschen Netzwerken ist das ein bisschen anders, da geht es dann meistens darum, keine Sorge, es geht noch weiter mit dem Commentary. Ja, stimmt. Da geht es dann meistens darum, dass manche deutsche Netzwerke sich einfach darum kümmern, dass sie möglichst den Leuten nahestehen, dass sie sagen, okay, wir haben jetzt nur 100 Leute im Netzwerk drin, können die aber alle noch supporten. Wenn ich jetzt ein amerikanisches Netzwerk mit 5000 Leuten habe, da könnt ihr euch dann ausrechnen, wie gut die euch als einzelne Person supporten können. Das ist auf jeden Fall so meine Sache. Über das, was wir gerade schon so gesagt haben, über das mit dem Vertrag, muss man dann auch aufpassen mit ausländischem Vertrag, wenn da mal irgendwas schief geht, man will da raus. Du kannst das gleich nochmal erläutern, wie das ist, wenn die einem den Channel wegnehmen, wenn die den Channel übernehmen, wie das da ist. Manche Netzwerke binden einen ja auch lebenslänglich und wie es da läuft. Ja. Und wenn man aus sowas raus will, gerade wenn sowas aus dem Ausland dann immer kommt, dann sucht euch mal ein passendes Gericht im Ausland, wo das ist, und das wird auch auf keinen Fall günstig werden für euch. Ja, stimmt. Ja, wie ich gerade sagte, könntest du den Leuten mal erläutern, was es da ist mit dem Kanal abgeben? Das hat vielleicht noch nicht jeder so verstanden, wie das mit einem Netzwerk eigentlich funktioniert mit dem Kanal übertragen. Ja, genau. Ich versuche es gut wie möglich zu machen.
Ich weiß, ich werde irgendwas vergessen, Wenn es aber was Falsches ist, ich werde noch was anhängen, ansonsten gut, ja. wissen wir es auch nicht. Ja, also es ist ungefähr so, ich kenne es halt so, wenn man jetzt bei einem Netzwerk mitmachen will, zum Beispiel, ihr kennt Netzwerke, ja, deutsche Netzwerke zum Beispiel, dann wird sozusagen die Rechte, also ja, ja schon, die Rechte, an deinen Videos an die übertragen. Das heißt, alles, was du mit deinen Videos machst, du machst Videos auf deinem Kanal und diese Videos werden auf deinem Kanal ausgestrahlt und die Netzwerke bekommen dann von deinem Kanal sozusagen, Zuschauer bekommen dann, erklärst du. Also das ist eigentlich gar nicht mal so schlimm, Gut. also schwierig zu erklären. Auf YouTube ist es generell so, dass man hier die Funktion hat, YouTube-Partner zu werden. Das Problem ist, weswegen viele YouTube-Partner nicht werden könnten, ist diese Sache mit den Gameplays und YouTube will das nicht managen, bla bla. Irgendwann hat YouTube gesagt, wir machen mal eine Option rein, dass jeder, der ein Google AdSense-Konto hat, wofür man eine Website braucht, aber ist ja Nebensache, dass der monetarisieren kann. Jetzt gab es aber ein Problem, und zwar ist es bei YouTube ganz gerne mal der Fall, dass man einen AdSense-Bann kriegt. Ja. Ein AdSense-Bann ist so ziemlich das Schlimmste, was einem YouTube-Channel passieren kann, wenn man irgendwann eines Tages mal damit Geld verdienen will, denn dann kann man den Kanal dicht machen. Stimmt. Ein AdSense-Bann ist sowas wie ein VAC-Bann, den kann man nicht aufheben und da macht YouTube auch nichts gegen. Die Leute haben einfach so einen AdSense-Bann bekommen, nur damit Google denen halt weiterhin kein Geld zahlen muss und so weiter und so fort, weil die sich irgendwann mal gedacht haben, die Leute kriegen, die sollen kein Geld mehr kriegen. Das ist zumindest das, was so im Raum steht, was auch häufiger von vielen YouTubern berichtet wird. Ja. So, und deshalb haben sich Leute gedacht, wir lagern das ein bisschen aus, wir erstellen Netzwerke. Ja. Ein Netzwerk ist generell eine Organisation, das heißt, es funktioniert nur, wenn du wirklich eine Firma hast, ein Unternehmen hast und nicht als Privatperson. Und dieses Netzwerk geht dann nach YouTube und sagt, passt mal auf, wir wollten YouTube-Partner werden, wir sind ein Netzwerk. Und dann kriegt dieses Netzwerk den YouTube-Partner-Status. Ja. So, und jetzt macht das Netzwerk Folgendes. Sie schicken zum Beispiel, wie die Amis, einfach diese sogenannten Recruiter los. Das sind sowas wie, ich sag mal, die Werbeschlampen. Ist wieder ein böser Begriff, ich weiß, sowas soll ich hier nicht sagen, ich bin ja ein Vorbild für euch alle. Aber das ist einfach ein ganz niedriger Job und solche Leute werden dann halt rausgeschickt, die kriegen dann Geld dafür, wenn sie Leute werben. Deshalb kommt es auch zustande, dass sie so viele Leute werben. Und kurzum gesagt geht es einfach darum, dass wenn man dann in einem solchen Netzwerk beitritt, muss man ja irgendwo auch die Rechte haben. Denn wenn ich so ein Call of Duty Video hochlade, sagt da Activision Blizzard eigentlich nichts gegen. Wenn ich aber damit Geld verdiene, dann wird Activision Blizzard ankommen und sagen, pass mal auf, du verwendest unsere Videos, um Geld zu machen und das geht nicht. Ja. Deshalb kaufen die Netzwerke die Rechte bei den Rechteinhabern ein und sagen dann zum Beispiel, hallo Activision Blizzard, wir bezahlen einen Betrag X an euch, dass wir in unserem Netzwerk, dass alle Leute, die in unserem Netzwerk sind, bei euch Videos machen dürfen und dafür Geld kriegen. Das ist erstmal der Trick, dass das Netzwerk Geld ausgibt, um später richtig viel Geld zu kriegen. Man selbst bekommt dann halt nicht den vollen Werbebetrag ausgezahlt, sondern eben nur einen prozentuellen Anteil davon. Die sogenannte CPM. Genau, CPM, ja, so heißt's. Und bei CPM sagt man einfach, das ist, ich weiß nicht genau, was es heißt. Ja. Was das genau übersetzt heißt, es steht halt, wie Andi schon sagte, dafür, dass man dann pro 1000 Views so und so stark vergütet wird. Ja. Sagen wir mal, ein beliebiges Beispiel, ein Netzwerk bietet einem 2 bis 5 Dollar. Ja, das ist eine CPM-Range. Ja. In dieser CPM-Range kommt es immer darauf an, wie gut die Werbung auf dem Netzwerk geschaltet wurde. Also sagen wir mal, in dem einen Monat hat das Netzwerk ganz viele Werbepartner, im nächsten hat es vielleicht ein paar weniger. Da ist die CPM dann variabel, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja. Das heißt, die Leute bekommen einen variablen Ansatz an Geld, das heißt, man kann sich sagen, wie viel man mindestens kriegt und wie viel man maximal ungefähr kriegt. So, damit das ganze Rechtssystem über die ganzen Hersteller funktioniert, müssen diese Content-ID-Treffer, die trotzdem noch auftreten, beseitigt werden. Und deshalb kommt jetzt das ins Spiel, was der Zierenhiebel gerade versucht hat zu erklären, und zwar die Abgabe des Kanals. Ja. Eigentlich gibt man den Kanal so gesehen gar nicht mal so richtig ab, sondern man gibt eigentlich erstmal nur die Verwaltung des Kanals ab. Trotzdem bekommt das Netzwerk, was euch ja später das Geld zahlt, den vollen Zugriff auf den Kanal. Das Netzwerk sagt dann quasi, okay, der Kanal, der ist jetzt an uns gebunden. Und wir übernehmen jetzt die Rechteverwaltung dafür. Das heißt, wenn ihr einen Content-ID-Treffer bekommt, kann euch das egal sein.
Dem Netzwerk ist es nicht egal, weil für einen Content-ID-Treffer können sie keine Werbung draufschalten und Geld verdienen. Also geht das Netzwerk nach YouTube und sagt, passt mal auf, wir haben dafür Geld bezahlt, macht das raus. Wir wollen Geld damit verdienen. So, dann macht YouTube das raus und ihr braucht euch quasi nicht mehr darum kümmern, was ihr hochladet und was nicht, weil euch die Rechte durch den Netzbetreiber zur Verfügung gestellt werden. Ja. So, das mit dem Kanal an das Netz binden ist einfach so. Sobald ihr einen Vertrag mit einem Netzwerk eingeht und euren Kanal dann an das Netzwerk bindet, gehört denen wirklich der Kanal. Ich habe zwar gerade gesagt, dass die eigentlich nur die Rechte verwalten, aber wenn man streng darüber guckt, gehört einem nicht mehr der Kanal, sondern es ist einfach nur noch die Plattform, wo man Videos hochlädt. Ja. Diesen Kanal könnte man rein theoretisch wieder zurückkriegen, dafür müsste der Vertrag mit dem Netzwerk aufgelöst werden und das Netzwerk müsste zu YouTube gehen und sagen, passt mal auf Leute, der ist nicht mehr in meinem Netzwerk, gibt den Kanal wieder frei und dann hätte man wieder den komplett freien Zugriff auf sein Netzwerk, auf seinen Kanal und könnte zum Beispiel wieder einem neuen Netzwerk beitreten oder es sein lassen. Genau. Ja. Das Problem ist, dass immer mehr Netzwerkbetreiber, gerade aus Amerika und irgendwelchen anderen Ländern, wo die Amtssprache von denen halt Englisch ist, da ist es halt so, dass diese englischsprachigen Netze ganz einfach sagen, wir wollen die Leute so lange binden, wie es geht. Es gibt viele Netzwerke, die sagen dann, okay, wir wollen nicht, dass ihr das hier mit anderen Netzwerken vergleicht, dass andere User das mit anderen Netzwerken vergleichen können und deshalb müsst ihr eine sogenannte, wie ist das, Schweigenserklärung oder irgendwie sowas Ähnliches, dass man halt die Klappe hält gegenüber Vertragskonditionen und so weiter und so fort, dass man, was das Netzwerk angeht, einfach die Klappe hält und sich verstummt. Ja. Wenn man das nicht erfüllt, ist das eine Vertragsstrafe, ist das ein Vertragsbruch, das zieht eine Konventionalstrafe, eine sogenannte Vertragsstrafe nach sich und dann dürft ihr Geld dafür bezahlen. Ja. Das ist also wirklich ein echter Bestandteil und ihr geht damit quasi einen echten Vertrag ein. Ja, stimmt. Ja, also, und ja, du darfst jetzt sofort reden, eben noch das zu Ende erzählen. Beim Netzwerk ist einfach das Tückische, dass ihr euer Netzwerk an den, dass ihr euren Kanal an den Netzwerkbetreiber abgebt und es meistens ein Problem ist, weil diese Netzwerke versuchen euch etwa, ja, also ich habe schon mal was von 5 Jahren, von 2 bis 5 Jahren gehört, 2 Jahre ist noch was okay ist. 5 Jahre ist schon etwas krasser und dann gibt es doch tatsächlich Netzwerke, da gibt es ein bekanntes, da werde ich jetzt aber keinen Namen nennen, weil das eben nur ein Gerücht ist und eben nicht bestätigt. Ich habe das nur mal von einem gehört, der in diesem Netzwerk drin ist, der hat mir das mal so im Vertrauen erzählt. Und zwar gibt es auch Netzwerke, die sagen, wir binden den Kanal lebenslänglich, das heißt, sobald du da unterschreibst, gehört der Kanal für immer uns. Ihr müsst auch dann in den Vertrag gucken, wenn ihr sowas macht, wie viele Videos ihr produzieren müsst. Ja, stimmt, da steht auch in dem Auflagen, Vertrag drin, genau. Steht in dem Vertrag drin, dass ihr zum Beispiel 100 Videos im Jahr machen wollt, klingt das ja auf keinen Fall viel. Das ist ja weniger als ein Video pro Tag. Und wenn ihr euch dann sagt, ja, das klingt ja alles ganz toll, müsst ihr da immer an die Zukunft denken. Denn überlegt einfach mal, was ist in 5 Jahren? Sagen wir mal, ihr seid jetzt gerade 18 und überlegt jetzt, was ist in 5 Jahren? Vielleicht habt ihr in 5 Jahren einen richtig guten Job, habt eine Frau, ein Kind, ja, Kind vielleicht nicht, aber eine Frau oder eine feste, richtige feste Freundin, nicht so eine Wanderschaftsbeziehung. Ja, oder einer aus Gummi. Und genau, oder einer aus Gummi. Die ist nicht und sagt fest. euch einfach, genau, und sagt dann einfach mal, ja, ich will keine Videos mehr machen. Dann sollte man gucken, dass man da im Vertrag nichts Falsches unterschrieben hat, denn sonst, ich sagte es gerade schon, Vertragsstrafe, Konventionalstrafe, Geld bezahlen. Ja. So, das war Netzwerke kurz und knapp. Ganz kurz, Ganz kurz und knapp erläutert. Ich hoffe, ihr habt das jetzt alles so verstanden. Wenn ich da jetzt irgendwas Falsches erzählt habe, ist mir das eigentlich auch egal. Wenn ihr den Drang dazu habt, das in die Kommentare zu schreiben, macht es ruhig. Und jetzt darfst du ganz viel reden. Ja, weil zum Beispiel, ja, wie schon gesagt hast, es gibt so Sachen pro Woche 10 Videos oder so. Solche Sachen gibt's einfach. Und wenn man gegen die halt verstößt, ist es halt scheiße, ne? Ihr habt halt verkackt, ja. Und das ist halt schlecht. Und das ist halt auch, wenn man nicht geplant hochladen kann zum Beispiel, was ja passieren kann, und man geht in Urlaub zum Beispiel. Ja, was ist dann? Du bist im Urlaub eine Woche, machst keine Videos, ja, dann musst zahlen, ja. Also, ihr müsst da vorsichtig sein, was ihr da alles anklickt und so weiter und so fort. Und am besten nichts unterschreiben, bevor man es nicht gelesen hat, ja. Und ich muss noch mal kurz ganz anmerken, dass das... Was ist das heute für eine Runde, hey? Jetzt haben wir hier so dumme Camper, im letzten waren dumme Camper und Hacker. Also Wahnsinn, oder? Ja. Genau.
fand ich wichtig jetzt. Ja, alles klar. Ja. Ja, rundentechnisch läuft es ja hier jetzt so lala ab, ist ja jetzt nicht irgendwie so der Wahnsinn. Ne. Naja, es geht schon. Ja, ist okay, aber... Ist dir mal aufgefallen, wir haben jetzt quasi eine doppelte Runde Herrschaft über dieses Thema gesprochen. Ja, stimmt. Ja, Das es ist meinte ja auch ich ein nämlich, Riesenthema, ja. Es ist ein Riesenthema. Man kann über YouTube-Netzwerke wirklich stundenlang sprechen. Es gibt Videos auf YouTube, die das stundenlang erklären. Das, was ich gerade erläutert habe, das ist wirklich schon eine sehr stark gekürzte Fassung. Also wir haben uns damals auch mal mit dem Thema Netzwerk beschäftigt, eben genau aus dem Grund, weil uns solche Leute nämlich geschrieben haben, dass es da ein Netzwerk gibt, das uns Geld bezahlen würde. Ja. Wir haben uns dann natürlich gründlich darüber informiert und das war auch stundenlanges Einlesen. Und die Erklärung, die ich hier gerade in 5 bis 6 Minuten abgeliefert habe, das ist quasi all das, was man da so rausnimmt, Ja, gekürzt. genau. Ein Exzerp sozusagen. Hahaha. Was auch immer das sein soll. Ja, wenn man etwas exzerpiert. Egal. Ja. Genau. Ich will nicht mehr in die Schule gehen. Ja, Ja. Bevor wir jetzt hier noch weiter abschweifen mit Kommentaren zu unserem täglichen Leben, würde ich einfach mal sagen, bedankt sich besonders der Zierengiebel und auch ich natürlich bei euch fürs Zuschauen. Ja, das war's mit einer doppelten Runde Herrschaft. Ich schätze mal, das war jetzt bestimmt so eine 16-Minuten-Runde oder sogar fast eine 20-Minuten-Runde. Ich sag mal 18 Minuten. Ja. Ja, ich würde mal sagen, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Das war Klenki von Guerilla Gaming TV und Andi von Zierengiebel TV. macht's gut, bis zum nächsten Mal, meine Freunde, Tschüss. und auf Wiedersehen.